Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge hier bei Lolos Adventure. Wir kommen langsam am Ende zu. Wir haben das letzte Mal den 8. Floor erreicht. Wir haben eigentlich den 7. Floor klein gehabt und ich habe aber wieder eine Aufnahmepause zwischen reingelegt und damit wir es auch mal noch gesehen, habe ich gedacht, schauen wir mal da, wie es ist, wenn wir da das Passwort eingehen, damit wir das auch mal noch gesehen haben. Ich denke, damit wir nicht alles wieder mit von vorne anfangen, natürlich. Nein, wir haben ja das mal, wir haben ja alles schon gesehen bis dahin. Darum machen wir jetzt da noch einen kleinen Scherz. Sollen sie so am Rand und schauen wir mal, wie weit dass wir da zum 8. Floor kommen. Okay, das Ganze sieht doch recht tricky aus. Also wenn ich da überlaufe, nicht ist mit dem Rauskopf. Also dort müssen wir ganz sicher irgendetwas haben. Wenn wir alle... Ja, also ich glaube, wir gehen mal dahinter. Ich glaube, die hier brauchen wir, damit wir, wenn wir alle Herzchen haben, an dem hier vorbeilaufen. Und jetzt sehe ich gerade dort auf der Seite, wir kommen einen Hammer rüber. Ja, die Frage ist jetzt, was wir mit dem Hammer anfangen. Ja, den Stein kaputt machen natürlich. Den haben wir. Dieselbe Kiste bringe ich nicht weg. Die Kisten hier kann ich auch nicht bewegen. Ich kann eigentlich nur noch etwas mit dieser Kiste anfangen. Und dort oben bringe ich sie sicher nicht durch. Nein, wenn ich die jetzt dafür schiebe, dann komme ich nicht mehr ran. Dann ist die hier im Weg. Ja, dann am besten der hier. Und den sollten wir da... Nein, jetzt haben wir den Ausgang versperrt. Scheiße. Ja, gut. Ich habe überhaupt nicht viel studiert da. Aber ich glaube, wir sind nicht weit weg gewesen, um den Floor zu schaffen. Ja, gewisse Felsen gehören halt dazu, aber wenn man noch so überlegt, vor allem wenn man dann noch probiert, ein bisschen aufs Tempo zu drücken, dann macht man ja schon echt Fehler. Ist auch beim Schaffen so, sollte sich die Sachen besser vorher zweimal oder dreimal überlegen. Bevor man dann einfach reinschießt, weil wenn man einfach reinschießt, dann passieren immer die blödsten Fehler. Die man jetzt da gerade auch fabriziert natürlich. Gut, aber das mal sollten wir es schaffen. Ja, die letzte Folge ein bisschen angeschaut, bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von mir selber. Sind nicht so geraten, wie ich da eigentlich unbedingt wollte, aber wenn ich da jede Folge würde probieren 10 Mal aufnehmen oder 20 Mal aufnehmen, bis ich das Resultat habe, das ich gerne hätte, ja, dann fehlt mir die Zeit sowieso, weil ich bin berufstätig, Vollzeit, also zu 100% und wie gesagt, das Ganze soll da ein kleines Hobby sein, weil mir nimmt es doch auch Wunder, ich habe gesagt, ich probiere das Projekt eigentlich ein Jahr lang durchziehen, sicher jede Woche ein Video machen. Und nimmt mich Wunder, ob ich es auch durchziehe. Oder ob da einfach noch so ein Spleen ist, wo ich dann irgendwann wieder aufgebe. Also wenn da runtergeht, dann hat es mich. Das ist mal nicht gut. Und eben lasst euch mal überraschen, was für Projekte das noch kommen. Wie gesagt, allzu viel erwartet dürfen ihr natürlich nicht. Da von diesen Projekten, die ich bringe, weil wie es im Titel schon steht, Let's Plays ohne Sinn. Also es werden da nicht irgendwelche Hochkaräter wie Zelda oder Banjo-Kazooie oder so Zeug daherkommen. Zumindest sicher nicht am Anfang, wahrscheinlich später auch eher nicht. Ja, dort oben holen wir das eben noch zuerst dort.
Lasst euch überraschen. Teilweise wird es wahrscheinlich ganz blöde Sachen dabei haben. Aber das gehört, glaube ich, auch ein bisschen dazu. Wie gesagt, es soll ein kleines Projekt sein, ein kleines Hobby, meine Wunder, wie sich da die ganzen anderen, vor allem die YouTube-Grössen fühlen, die dann da täglich, weiss ich, 2-3 Videos raushauen. Also, ich glaube, das ist schon nicht ganz ohne. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon ein Problem. So wie ich das sehe. Weil mir fehlt eine Kiste. Keine Chance. Die schiessen gerade, wenn ich auf der Höhe bin. Also ich habe einen Fehler gemacht und ich glaube, den habe ich hier am Anfang gemacht. Ich hätte die Kiste müssen hier gegen verschieben und nicht gegen runter. Ich glaube, das war der Hauptfehler, den ich gemacht habe. Und jetzt hoffen wir doch, dass wir es jetzt in dem Versuch hier doch ein bisschen besser machen. Ja, komm, holen wir den an rasch. Geholt ist geholt. Und dann wir die hier wieder blockieren, damit wir hier werken können. Da ist auch ganz wichtig da bei dem Level, dass ihr die hier auf der Seite zuerst holt, weil wenn jetzt anfangen Kisten abschieben, könnt ihr nachher nicht mehr hantieren mit denen unten. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Jetzt bin ich mir noch am überlegen, was ich denn mit diesen zwei hier mache. Lange da, ich glaube, bei denen kann man mit Vollspeed durchrennen, da haben wir, glaube ich, in der ersten Folge schon gesehen, und dann können sie an nicht zwingend abschiessen. Ja, dem ist so. Und dann. Jo, da ist. Also der kann es da relativ überall haben. Sprich, wenn ich da durchlaufe, der Baum hier rettet uns nicht. Da rettet uns im Moment die Truhe. Jetzt komme ich zumindest schreibt jetzt mal ab da. Also auf dieser Seite kommen wir mal durch. Nein, unten da, wenn ich jetzt da durchlaufe, mit dem Kopf. Mit dem anderen Kopf. Dann holen wir den mal. Schiebe ich den mal da. Da haben wir ja im einen Level gesehen, dass das halbe eigentlich auch langt. So, jetzt müssen wir die zwei Herzchen holen. Und da machen wir am besten. Also da, kommen jetzt das mal so an zum Schieben. Am besten hauen wir den eins über. Ja, ganz überhauen, oder? Den hier oben runter, weil dann bin ich safe für den. Plus safe, ja. Gut, den haben wir auch geschafft und dann. Jetzt dort oben einen Haufen Truhen, wenn wir an die rankommen. Wenn wir da mal sicher außen rumlaufen. Dass uns der Kopf nicht haben kann. Unser geliebter Medusa-Kopf nicht kann haben.
uns da mal absichern. Auf diese Seite. Ja, und jetzt muss ich runter. Ja. Laufen wir nochmal rasch rundherum. Jetzt nicht so viel überlegt, ich glaube, da gibt es sicher ein anderes Vorgehen. Nein, nicht fangen lassen. Wieso habe ich jetzt eigentlich dort rauf wollen? Dumme Sieg. Ja. Jetzt auch nicht überlegt. Da müssen wir eigentlich auch nicht jedes Mal komplett oben durchlaufen. Kann ich die mal bis da anschieben. Weißt du, ich schiebe die da. Ja, es ist ja so, weil dort oben hat es noch so einen Totenkopf und ich möchte um das Herzchen da eigentlich ganz am Schluss holen. Dann bin ich am nächsten bei der Schatztruhe, bis der Totenkopf erwacht. Und ich glaube, dass da eigentlich auch nicht so schlecht ist, wenn wir das so machen. Und darum tun wir jetzt den da noch anhauen, dann ist der Medusa-Kopf mal sicher außer Gefecht gesetzt. Dann können wir die holen jetzt. Ja. Und so ist das Ganze eigentlich ziemlich gut aufgegangen bis dahin. Ja, ich glaube, da wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ich hätte jetzt gerne den auch noch gemacht, aber ich sage, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank und viel Spaß noch und ich hoffe, wir sehen uns wieder.